Junge, weißt du, dieser ganze Blödsinn, dieser ganze Quatsch, den du hier machst, das kommt einfach, weil du guckst viel zu viel Fernsehen. Ich gucke kein Fernsehen. Du guckst viel zu viel Fernsehen, da kommt der ganze Blödsinn her. Ich gucke kein Fernsehen. Guckst kein Fernsehen. Wieso bitteschön guckst du kein Fernsehen? Viel zu gefährlich. Was ist nach Fernsehen? Guck dir das an. Lass die Dame in Ruhe. Lass die Dame in Ruhe. Junge. Wieso ist Fernsehen gucken so gefährlich? Da guckt jede Nacht so eine Frau raus. Ja, na und? Die sagt ja dann, wie an. Sowas sagt die Frau, ich kenne die Alte gar nicht. Mach nicht nass! Komm, schwitze. Das ist Telefonsex. Ja, hast du das noch nie ausprobiert? Doch schon, aber ich krieg das Ding nicht in den Hörer. Was denn? Was ist mit der Frau hier vorne? Ey, hast du keinen Spaß? Nicht? Doch! Die hat Spaß. Ja, natürlich hat die Spaß. Und wieso weiß ihr Gesicht nichts davon? Du machst mich langsam ganz schön sauer, Mann. Ehrlich. Mann. Ist deine Alte auch da? Meine Frau ist auch da. Natürlich ist sie da heute Abend, Mann. Hat die den geilen Pelzmantel an? Ach, was heißt denn den geilen Pelzmantel? Meine Frau hat keinen Pelzmantel. Die hat doch heute Morgen einen an. Was, das Finanzamt das auch? Auch mit Finanzamt hat meine Frau einen Pelzmantel gehabt. Heute Morgen. Ach, der Pelzmantel, ja. Pass auf, meine Frau, ja, die spielt mit ihrem Chef zusammen Lotto. Ja, und da kommt der Pelzmantel her. Was? Lotto. Ja, die spielt mit dem Chef zusammen Lotto. Und da kommt auch dieser Pelzmantel her, Mann. Das geht die Leute doch gar nichts an hier. Und die Halskette? Guck nach vorne. Fast wie die Hände. Die Halskette. Ich habe dir gerade gesagt, meine Frau spielt mit dem Chef zusammen Lotto. Und da kommt auch diese Halskette her, Mann. Aber mich würde viel mehr interessieren, was hast du heute Morgen bei meiner Frau im Badezimmer gemacht? Ich hatte das Badewasser einlaufen lassen. Das Badewasser einlaufen? Du lügst doch. Wieso? Ich habe das kontrolliert. In der Badewanne war höchstens 2 Zentimeter Wasser. Ich war nur vorsichtig. Wieso warst du vorsichtig? Ich sollte nicht, dass der Lottoschein nass wird. Wenn du so weitermachst, ja, was ist denn heute? Heute ist Donnerstag, da kannst du morgen hingehen, Freitag zum Kiosk, kannst du dir eine Zeitung kaufen und da kannst du dir einen neuen Job suchen. Alles klar? Schon passiert. Du hast dir schon einen neuen Job gesucht? Ja klar. Ja, was wolltest du jetzt werden? Schauspieler. Du willst Schauspieler werden? Ja. Das ist aber gar nicht so einfach, immer. Da musst du dich bewerben, da musst du zu einem Casting, da musst du vorsprechen, da musst du genommen werden. Alles schon passiert. Okay. Für welchen Film hast du vorgesprochen? James Bond. Welche Rolle wolltest du da spielen? Na, die Rolle des James Bond. Würde mich mal interessieren, wie war das denn bei diesem Casting? Ich bin da reingekommen ins Casino. Und dann habe ich gesagt, guten Tag, mein Name ist Bond. James Bond. Und ich hätte gerne einen Martini. Ja, kenn ich. Und dann kommt die Frage, geschüttelt oder gerührt. Und genau da lag der Fehler. Wie, der Fehler? Du hast einen Fehler gemacht? Ja. Was hast du gesagt? Ich wäre gerührt, wenn Sie mir ein Schütteln würden. Ja. Und da hat er keinen Spaß dran. Hör auf. Der alte Sack.
Nenn mich nicht immer alter Sack, mal. Du musst dir vorstellen, ich bin um die 40 und ich habe jetzt einen Computerkurs belegt. Echt? Ja. Bist du lebensmüde? Wieso lebensmüde? Ist das schön gefährlich? Wieso ist denn ein Computerkurs in meinem Alter gefährlich? Weißt du das nicht? Aber was weiß ich denn nicht? In letzter Zeit sind unheimlich viele Senioren vor dem Computer verstorben. Vom Computer? Ja. Wie kommt das? Die haben alle die Tasten Alt und Erzählen gedrückt. Das muss ich mir, das muss, ehrlich. Er muss gerade reden hier. Sein Opa, 96 Jahre alt, der geht täglich ins Internet. Hat sogar eine eigene Homepage. Wie nennt die sich? www.altersack.de. Ach jetzt. Dein Opa, das ist ein ganz lieber Kerl. Den kannst du mal, wenn wir heute Abend nach Hause kommen, dann kannst du deinen Opa mal ganz lieb von mir grüßen. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Der ist auf Hochzeitsreise. Dein Opa ist auf Hochzeitsreise? Ja. Mit 96? Na klar. Wen hat er denn geheiratet? Eine Pflegerin. Seine Pflegerin? Die 18-Jährige. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich bin nicht neugierig, aber ich möchte trotzdem gerne alles wissen. Mich würde interessieren, wie das auf dieser Hochzeitsnacht wohl abgegangen ist. Was willst du wissen? Guck nach vorne. Fast nicht gegangen. Ja, wie war das denn? War das eine ganz normale Hochzeitsnacht oder was? Naja, sie lag im Bett und er stand unter der Dusche. Aha, und dann? Dann kam er ins Schlafzimmer und dann ging's los. Boah, spannend so nicht auf den Folter. Was ging denn dann los? Seniorenstriptease. Was ist denn bitte schön Seniorenstriptease? Zuerst die Haare vom Kopf. Dann die Zähne raus. Dann das Glasauge. Und als er seine Beinprothese abgenommen hat, da hatte sie die Schnauze voll. Wieder hatte sie die Schnauze voll. Raus aus dem Bett, Klamotten an, Tür auf, Treppe runter. Ja. Und der Opa? Der ist hinterhergehört. Der muss doch was gesagt haben. Der hat gerufen, Schatzi, das kannst du nicht machen. Du musst doch deine ehelichen Pflichten erfüllen. Ja, und sie, was hat sie gesagt? Da sie ihn doch runter. Nicht zu glauben, Mann. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes, ja? Die Leute, die wollen noch ein bisschen Spaß haben und darum würde ich sagen, verabschiedest du dich jetzt. Ganz in aller Form, wie sich das gehört, oder? Er ist ganz schön sauer. Ich bin sauer? Ja. Bitte, wieso sollte ich denn sauer sein? Gestern nach seinem Auftritt nur 9 Blumensträuße gekriegt. Oh, also ich habe hier nur Damen anwesend. 9 Blumensträuße. Jetzt aber bitte, das ist doch wohl eine ganze Menge, oder nicht? Ja, ne? Das könnte das sagen. 9 Blumensträuße, das ist riesig.